ein ewiger Zustand der Unzufriedenheit, der daraus resultiert. Dann gibt es die Anspruchstretmühle, das ist nicht ganz dasselbe, das macht man mehr mit sich selber, indem man sagt, meine Ansprüche steigen weiter und das ist nie erreichbar. Das heißt, ich hechle dem immer hinterher und kaufe mir wieder was und wieder was. Und das Blöde, das ist jetzt ein Ergebnis der Glücksforschung, man gewöhnt sich so schnell an das neue Ding. Ich weiß nicht, wie viele Leute Sie kennen, die glücklich sind über ihren DVD-Player. Ja, wenn sie ihn frisch haben. Die Freude dauert 2 Wochen, 4 oder 6 Wochen. Und das ist eine Übung, die ich bei mir gern mache. Wenn ich was habe, wo ich mir am Anfang Freude habe, schaue ich das Ding immer wieder an und denke mir, so, jetzt freue ich mich wieder einmal, dass ich den Fernseher habe, der glaube ich jetzt 20 Jahre alt ist oder so irgendwas, dass er immer nur spielt und dass ich einen guten Kauf gemacht habe, weil er so lang gehalten hat und weil er technisch immer noch nicht eine Katastrophe ist, obwohl er ein alter Kasten ist. Das macht nichts, er wird behalten. So, dann die Multi-Options-Tretmühle. Zunächst hat man natürlich das Gefühl, wenn es wenig Auswahl gibt, was man konsumieren könnte, es muss doch gut sein, wenn es mehr Auswahl gibt. Das ist also im ersten Schritt natürlich richtig. Nur die Auswahl wird schon katastrophal. Also ich will mir nicht überlegen, ein neues frisch Mobiltelefonbenutzer zu werden. Da muss ich mir die Hardware anschauen, alle Optionen, die da sind, weil ich nicht auf der Klick losrenne, und die Netzbetreiber und die Tarifvarianten und Wahnsinn. Also man kann sich fertig machen mit dem. Und das ist die Multi-Options-Tretmühle. Und das letzte, die Zeitspartretmühle, ich glaube, das kann auch jeder nachvollziehen. Man denkt sich, man könnte mit diesen neuen Dingen Zeit sparen, und die 2 Beispiele, die ich jetzt kurz behandle, ist der schnellere Transport und die E-Mails. In beiden Fällen wilde Rebound-Effekte. Schneller Transport heißt, ich bin schneller von A nach B, nur das Blöde ist, die Mehrheit oder die Gesellschaft als ein Ganzer begnügt sich damit nicht, sondern fährt halt dann weiter oder öfter. Das ist ein klassischer Rebound-Effekt, die Transportleistungen bleiben ganz einfach die gleichen, obwohl das System effizienter geworden ist. Ähnliches gilt für E-Mails, wie ich als Unternehmer angefangen habe in den 70er Jahren, habe ich einen Brief tippt auf der Schreibmaschine, im Korrekturlager umeinander gewerkt, habe mich irgendwann konvertiert auf die Post und so weiter. Das kann man sich ja vorstellen. Und bis der Antwortbrief gekommen ist, sind dann 14 Tage vergangen. War eigentlich sehr entspannend, allerdings langsam, logischerweise. Heute, das habe ich am Anfang kurz erzählt, heute hatte ich von gestern auf heute 102 E-Mails. Und bis am Abend bin ich auf 20 runtergekommen und da sind aber wieder 40 dazugekommen. Das ist eine irre Flut bearbeitet. Ich muss aber dazu sagen, es liegt in hohem Maße am Projekt Wachstum im Wandel, weil da so viele Köche an einem Brei kochen, dass die E-Mails nur so kreuz und quer rattern und alle Augenblick was Neues mitgeteilt wird. So, in dem Buch, das ich dann vorstelle, habe ich das Kapitel auch geschrieben über die Tretmühle, auch über das habe ich geschrieben. Der Wettbewerb. Der Wettbewerb hat was Gutes und was Schlechtes, wie fast alle Dinge im Leben. Wenn man komplett lethargisch anhängt und sich nicht dafür interessiert, irgendwie sich vorwärts zu entwickeln, ist das nicht das Ideale, sage ich vorsichtig ausgedrückt. Wenn man sagt, okay, ich will mitreden können, ich will auch was wissen, ich will auch dabei sein, dann ist das zweifellos gut, Engagement und so weiter. Wenn ich aber in einen Zustand komme, wo ich sage, ich will gescheiter sein als die anderen, ich will alle wiederbügeln, in jeder Diskussion will ich der Bessere sein, jetzt einmal bezogen auf Wissen und Diskutieren, dann fängt es an, psychologisch und gesellschaftlich und sozial nicht mehr ideal zu sein, sagen wir mal so. Und wir sind seit der Aufklärung in einem Run, der wird immer wettbewerbsorientierter. Wenn man sich in der Wirtschaft und so anschaut, die ganzen Liberalisierungstendenzen, die ja voll auf der Idee aufbauen, was die alles produziert haben. Ich finde das so besonders, soll ich sagen, erschreckendes Ding war für mich das U-Bahn-Unglück in London. Die privatisierte U-Bahn so schlecht gewartet, dass einer der Motor beim Fahren runterfällt und ein Riesenunglück rauskommt. Ja, vielleicht doch wieder mehr Staat als privat. Das sind alles die Dinge, die jetzt wirklich zur Diskussion stehen sollten und schon zur Diskussion stehen. Jedenfalls muss man auch zugeben, das ist wieder das Händereichende, ein freier Wettbewerb zwischen
Unternehmen oder Entitäten, die Produkte und Dienstleistungen produzieren, verbessert grundsätzlich das Preis-Leistungs-Verhältnis und die Qualität. Das ist schon wahr. Wenn man nicht über das Ziel hinausschießt. Und das ist irgendwie der Punkt, über den wir unbedingt reden wollen, ob wir nicht über das Ziel hinausgeschossen sind. In der EU-Politik, diese Lissabon-Strategie wird ja gerade überarbeitet, Beyond 2010, und schaut nicht so aus, als ob die Nachhaltigkeit dort ins Zentrum rücken würde, sage ich mal vorsichtig. So, das ist das, was ich dann in eigentlich umfangreicher Recherche so als Kernerkenntnisse gefunden habe, dass dieser Wettbewerb so sehr über so lange Zeit für uns im Zentrum steht, dass er alle Lebensbereiche durchdringt. Es wird überall Wettbewerb betrieben, vorhin schon erwähnt, die Statusgüter, Wettbewerb um Materielles, dann der Konkurrenzkampf am und um den Arbeitsplatz. Jetzt will man gerne, dass ich in die Sauna gehe, in eine Sauna, wo ein wechselndes Publikum aus allen Schichten der Bevölkerung kommt. Und ich habe eine Zeit lang die Frage mir angewendet, weil ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, wie geht es euch am Arbeitsplatz? Also ich war fassungslos, ich habe das mit Mühe wieder eingebremst, weil da ist ein Leidensschrei dahergekommen, der nicht nachlassen wollte. Im Sinne von, bei uns wird rationalisiert, immer weniger Leid, die Arbeit wird mehr oder bleibt gleich, jedenfalls wir sind mörderisch unter Druck. Habe ich gesagt, naja, wie wäre es den Herrn Direktor oder wie auch immer, Abteilungsleiter, darauf hinzuweisen, dass das ungesund ist. Die Krankenstände nehmen zu, weil wir es nicht mehr aushalten, ob man das nicht ändern kann. Grundsätzliche Antwort, ich bin nicht deppert. Wenn ich das sage, wie der Nächste, der rausfliegt. Worauf ich dann gewagt habe, die Frage zu stellen, wie wäre es mit Solidarität? Die ganze Abteilung geschlossen geht, einen Antrag einbringen, Hohngelächter. Und das, was wir dann gesagt haben, ist, hast du das nicht überrissen, ich bin selbstständig, ich lebe nicht im Beschäftigtenumfeld. Bei uns herrscht längst der totale Krieg, jeder gegen jeden, ums Überleben am Arbeitsplatz. Man lobt einander nicht mehr. Weil wenn ich sage, der Kollege hat was gut gemacht, dann setze ich mich in ein schlechtes Licht und der Kollege wird überleben und ich bin der rausfällt. Und so. Und das habe ich dann wieder eingestellt, weil alle haben gewusst, mich interessiert und haben mir es erzählt. Und langsam ist es wieder abgeklungen. Es war eine anstrengende Zeit, ich muss sagen. Was ich viel gefunden habe, ist Literatur darüber, dass dieser Konkurrenzdruck schon im Kindergarten anfängt und was für fatale Auswirkungen das hat. Es wird schon, dieser Geist kommt irgendwie, soll es nicht in jedem Kindergarten und nicht mit jeder, also wie das offiziell heißen, Kindergartentante oder Onkel, aber im Mittelwert und mehrheitlich ist es so. Und man kann an den Kindern schon psychische Schäden nachweisen, die sie aufgrund von Wettbewerbsverhalten kriegen. So, dann gibt es die EU, da gab es vor ein paar Jahren den neuen EU-Kommissar, der gesagt hat, die psychische Gesundheit der europäischen Bevölkerung wird ab jetzt der Schwerpunkt. Rausgekommen ist ein Grünbuch und eine Konferenz. Ich habe sonst nie wieder was davon gehört. Jedenfalls in dem Grünbuch steht drinnen, Stand, ich weiß jetzt nicht mehr, 2006, 5, 4, so irgendwas, 27% der EU-Bevölkerung leidet an psychischen Störungen, die Tendenz ist steigend. Und als eine der Conclusions aus vielen anderen Literaturstellen auch, dass der steigende Leistungs- und Konkurrenzdruck eine der Hauptursachen ist, der Stress, der daraus resultiert. Was da nicht drauf steht, ist, ich habe mir dann angeschaut, die Krankenstandsmeldungen in Österreich wegen sogenannter psychiatrischer Erkrankungen, die sind in den letzten 15 Jahren immer um über 5% pro Jahr gestiegen, wir haben jedenfalls in ungefähr 15 Jahren eine Verdoppelung. Aus meiner Sicht ist das ein eindeutige Erkenntnis und irgendwie ein Aufschrei wert, wieso da nichts geschieht, weil man das nur sozusagen geschehen lässt. So, dann noch eine Stufe tiefer in die psychologischen Triebfedern. Unsere modernen Lebensstile definieren das gute Leben größtenteils mittels materieller Begriffe. Man muss nur mit Menschen reden, um das zu hören. Ne? Das gute Leben habe ich dann, wenn ich mir das leisten kann, das leisten kann, das leisten kann. Wenn man in öffentlichen Verkehrsmitteln ein bisschen zuhört, das Wort Euro, teuer und billig, das sind die Hauptwörter, die ganze Zeit in allen Gesprächen laufen. Es geht ums Kaufen, ums Kaufen. So, und dass der Konsum in